Inferno ist nach der Da Vinci Code und Illuminati der dritte Teil von der Robert Langdon Serie, sage ich jetzt mal, wo basiert auf den Dan Brown Büchern. Bei Inferno geht es jetzt darum, dass der Robert Langdon in einem Krankenhaus in Florenz aufwacht. Er hat keinen Plan, wie er dort hergekommen ist. Er hat keine Ahnung, was er dort macht. Er hat die letzten 2 Tage komplett vergessen. Zusammen mit der zuständigen Ärztin, der Sienna Brooks, rekonstruiert er dann gewisse von diesen Sachen und er findet etwas in einer Jackentasche, was er nicht weiss, was es ist. Und das führt dann zu so einer typischen Dan Brown Schnitzeljagd durch Florenz und weitere Orte. Inferno ist etwa so gewesen, wie ich es erwartet habe als Konsument vom Buch. Ich sage Konsument darum, weil ich zu faul war zum Lesen und es darum gelesen habe. Ich finde, Tom Hanks macht sich immer noch gut als Robert Langdon. Ich habe mir seine Figur immer optisch ein bisschen anders vorgestellt nach den Büchern. Aber ich finde, Tom Hanks macht das wirklich gut. Auch wenn er basierend auf den Drehbüchern relativ wenig Zeit hat, um das wirkliche Genie von dieser Figur zu zeigen. Sonst finde ich, ist das Casting wirklich gut getroffen, basierend auf den Figuren der Bücher. Die Felicity Jones macht sich wirklich gut als Sienna Brooks, die hat mir sehr gefallen. Sitze Babette Knudsen macht sich gut als Elizabeth Sinsky, die ist wirklich gut gewesen. Der Ben Foster ist ein guter Bertrand Sobrist. Habe ich gefunden, auch wenn er im Buch komplett anders beschrieben wird, aber ich finde, er hat die Rolle extrem gut gespielt, meiner Meinung nach. Und der Irfan Khan spielt der Provost und das ist der Kopf von so einer komischen Organisation, wo nicht genau bekannt ist, was jetzt die genau macht, aber ich habe ihn auch wirklich sehr eine coole Figur gefunden. Und auch aufgenommen ist der Film an sich gut, finde ich. Es hat schöne Landschaftsaufnahmen von Florenz und auch von den anderen Orten, wo es hergeht. Da verrate ich jetzt mal nicht, wo das hergeht. Aber Florenz ist halt auch eine schöne Stadt, finde ich, und darum hat mir das noch ein bisschen mehr gegeben als vielleicht anderen. Aber was mir auch noch richtig gut gefallen hat, ist, wie die Visionen, die der Robert Langdon hat, dargestellt sind. Ich habe mir die komplett anders vorgestellt, als ich das im Buch gelesen habe, aber so wie die da gemacht sind, ist echt mega stylisch gewesen. Das hat mir mega gefallen. Jetzt kommen wir aber zum Hauptproblem von Inferno, meiner Meinung nach, und das ist das Tempo. Ich beschwere mich relativ gerne über zu langsames Tempo und über inkonstantes Tempo. Das ist der Film aber nicht, das ist das pure Gegenteil. Inferno wirkt teilweise fast gestresst, unstrukturiert und wirr. Aufgrund von der Buchvorlage, die doch auch über 600 Seiten umfasst, gibt es relativ viele Orte und Stationen, die angesteuert werden müssen. Aber weil es einfach so ein hektischer Film ist und wirklich relativ viele Sachen in die 2 Stunden gekramt worden sind, irgendwie gequetscht worden sind, haben sie an den einzelnen Orten fast keine Zeit für die einzelnen Aktivitäten. Das finde ich mega schade, weil der Dan Brown ist sehr, sehr gut im Zeug beschrieben. Er beschreibt das extrem bildlich mit vielen Sachen, wo man zum Beispiel kann googlen, wie das aussieht oder so. Und findet, da ist die Figur und da steht das da und da ist das Gebäude und schaut mal. Und dann haben sie 2 Kapitel Zeit. Und im Film finden sie, der Boboligarde durch und dann sind sie wieder draussen. Das nimmt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen die Spannung und mir ist klar, dass man bei einem Buch bzw. bei einer Buchverfilmung Zeug muss kürzen, Zeug muss streichen, Zeug muss irgendwie zusammennehmen oder umfunktionieren. Und gewisse von diesen Sachen, finde ich, haben sie bei der Verfilmung von Inferno jetzt wirklich gut angebracht. Gewisse Figuren haben viel eine bessere oder andere halt Bedeutung bekommen. Das habe ich gut gefunden. Aber so schnell hätte es jetzt dann doch auch nicht wieder müssen sein. Ich weiss nicht, ob das vielleicht sogar ein Spoiler ist, aber ich habe gefunden, das Ende vom Buch von Inferno wirklich extrem gut war. Es hat wichtige Fragen gestellt, es hat den Leser so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und das habe ich von einem Dan Brown Buch nicht erwartet. Und der Film macht das nicht. Das habe ich mega schade gefunden. Das Ende ist ein bisschen anders, nicht zum Besseren, meiner Meinung nach. Ich habe Inferno okay gefunden. Er ist eigentlich gut gespielt und auch visuell sehr ansprechend in vielen Belangen. Und es ist ein sehr temporeicher Film. Meiner Meinung nach ist er aber teilweise fast zu fest gehetzt und hastig drauf. Das Buch hat halt 600 Seiten Zeit, um gewisse Twists, und in diesem Film, beziehungsweise in dieser Geschichte sind es ein paar, aufzugleisen, aufzubauen und nachher auch abzuschliessen. Und Inferno, der Film, hat halt nur 2 Stunden Zeit für das. Ich würde sagen, ins Kino rennen muss man jetzt nicht, aber wenn er im Mediamarkt mal in der Grabbelkiste liegt für irgendwie 8 Stutz oder so, oder wenn er mal im Fernsehen läuft, dann kann man den durchaus mal schauen, aber sind wir ehrlich, wer den Trailer gesehen hat, hat den Film auch schon gesehen. Ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht bin von Inferno, weil ich habe nicht sehr viel erwartet, auch schon basierend auf Illuminati, wo ich jetzt die Verfilmung auch
okay gefunden habe. Ich finde, eben am Dan Brown seine Bücher würden viel besser funktionieren als Miniserie, als 2-stündige Film, weil er einfach extrem viel zu erzählen hat und die Bücher schon schreibt wie ein Drehbuch. Und darum finde ich das ein bisschen schade. Ich bin gespannt auf seinen nächsten Roman, vielleicht auf die nächste Verfilmung, wer weiß. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.